Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Leute, diesmal zum 3:2 am 28. Bundesligaspieltag beim SC Freiburg. Ganz souverän gewonnen natürlich. Nee, Leute, wilde Nummer, aber natürlich die schönsten Siege. Ne? So auf den letzten Drücker ist immer am schönsten. Ähm, Bevor wir da ein bisschen reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ja, damit gehen wir mal rein. Ich mache erstmal die Kurzfassung. Die Kurzfassung ist, 70 Minuten lang waren wir mit Abstand die schlechtere Mannschaft. Freiburg klar besser. Ähm, Ich weiß nicht, ob der Akku dann leer war bei Freiburg oder ob das ein taktisches Mittel war, zu sagen, komm, wir ziehen uns jetzt zurück und setzen die Bayern nicht mehr so unter Druck. Dadurch kam der ein oder andere Spieler natürlich ein bisschen besser ins Spiel und natürlich haben die Einwechslungen ihr Übriges dann dazu getragen und der Glaube war dann spätestens nach dem 1:2 durch Tom Bischoff wieder da und wenn die Maschine dann ins Rollen kommt und ihre Sicherheit gewinnt und der Gegner nicht die ganze Zeit stresst und uns unter Druck setzt, ja, dann kann das halt noch so sich drehen, wie es sich gedreht hat. Die letzten 20 Minuten war es ein sehr, sehr gutes Spiel von uns. Davor war 70 Minuten wirklich ein schlechtes Spiel von uns, muss man ganz klar sagen. Freiburg hätte dieses Spiel nach 70 Minuten völlig verdient gewonnen. So, ja, so ehrlich muss man sein. Und das war eine überragend gute Leistung von Freiburg, die ersten 70 Minuten, das muss man auch mal sagen, ja. Also, da hätten wir uns auch nicht beschweren, können, wenn es irgendwie höher gestanden hätte. Die letzten 20 Minuten war es dann natürlich wieder grandios von unserer Mannschaft, ja. Da brauchen wir nicht drüber reden. Hm. War ein bisschen zu erwarten, dass wir uns schwer tun, zumindest die erste Halbzeit tun wir uns immer nach Länderspielpausen, ja. Ähm, Die Aufstellung, dass sie so war, wie sie war, fand ich völlig legitim, ja. Ich habe ja ein bisschen ähnlich aufgestellt. Ich hätte auch die Mannschaft so ins Rennen geschickt. Warum Kimmich auf dem Feld stand, kann ich nicht wirklich nachvollziehen, ja. Man hat's auch gesehen, dass er ja, die letzten 10 Minuten war er vielleicht mal ein bisschen ein Faktor. Ansonsten war er Ich meine, er war immer noch stärker wie Leon Goretzka, ja, mit Abstand. Was Leon heute gezeigt hat, war 'ne Frechheit. Von Guerreiro und Gnabry brauchen wir gar nicht erst anfangen, aber das gehen wir gleich mal durch. Ja, keine Ahnung. Wir können das jetzt aufdröseln. Wir können uns jetzt daran hochziehen, dass wir 70 Minuten wirklich schlechten Fußball gespielt haben, dass viele Spieler maßlos überfordert waren. Wir können uns aber natürlich auch an den letzten 20 Minuten erfreuen und den Glauben dieser Mannschaft und auch den Willen dieser Mannschaft vielleicht mal in den Vordergrund rücken und ja, dass man sich ja nicht aufgibt. So, es stand nach 71 Minuten 2:0, Alter. So, ja. Also, da gibt's jetzt auch nicht so viele Mannschaften, die dann noch so an sich glauben, wie wir es dann getan haben. Natürlich auch befeuert durch die Auswechslung, so keine Frage. Und natürlich haben wir eine überragende Qualität in dieser Mannschaft, ja. Und es hat mich gefreut, dass es endlich mal Tom Bischoff war, der das Dingen zurück ins Leben geholt hat. Das war kein Joshua Kimmich, das war kein Leon Goretzka, der schon gar nicht mehr auf dem Feld war, das war kein Musiala, das war kein Olise, das war kein Luis Diaz, das war Tom Bischoff, Alter, ja, mit 2 überragenden Toren, so. Ähm, Hat mich riesig gefreut. Das dritte Tor, dass es dann ausgerechnet noch Lenny macht auf eine Reingabe von Alphonso Davies und davor den überragend guten Pass von Joshua Kimmich, ja. Chapeau an Josh, ja, habe ich ja gerade schon gesagt so, die letzten 10 Minuten war er dann auch 'n Faktor. Ähm Aber das ist auch normal bei Josh, ja. Haben wir schon 100-mal drüber gesprochen, wenn Josh, oder wenn der Gegner Josh stresst, dann ist Josh kein Faktor und das war er heute in diesem Spiel nicht, ja. Erst nachdem wir dann oder nachdem Freiburg sich zurückgezogen hat und wir sie gleichzeitig hinten reingedrängt haben, ab da war Kimmich wieder 'n Faktor. Dann ist das 'n Spiel für Kimmich, sonst ist es kein Spiel für Kimmich. Und das hast du grade durch die Hereinwechslung von Pawlovic direkt gemerkt. Auch Leon Goretzka ist die gleiche Schublade, ja. Wir hatten sofort viel mehr Ballsicherheit in der Zentrale, auch wenn wir mal gepresst wurden, ja. Ähm, Das ist vielleicht ein Thema, was wir Vinny ankreiden können so, ja. Aber ich denke mal, er wird sich gedacht haben: „Ich, schone Pawlovic für Madrid“, so, ja. Am Ende des Tages hat's gereicht. Wir haben
starke 20 Minuten gesehen, ja, aus unserer Sicht. 70 Minuten zum Vergessen auf jeden Fall. Und die Benotung wird gleich sehr schwierig werden. Ja, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ähm, ja, dass Tom Bischof der Spieler des Spiels ist, ich denke, das steht außer Frage. Hat mir schon in der ersten Halbzeit am besten gefallen bei uns in der Mannschaft. Ja, war der Spieler, der da noch zumindest wollte und was gemacht hat. Ansonsten in der ersten Halbzeit fällt mir gerade keiner ein, wo ich sage: „Wow, das war mal“, ja, Luis Diaz war noch einigermaßen mittelmäßig, alles andere war einfach schlecht. Ja, Manuel Neuer war noch stark, so, ja, keine Frage. Auch wenn die Aktionen natürlich jeweils schon abgepfiffen waren, aber die beiden Dinger musst du erst mal halten, wie er sie gehalten hat. Danach hat Neuer wieder Neuer-Sachen gemacht, ja, sah schon bei der einen Ecke nicht gut aus, wo er durch den Strafraum geirrt ist und dann noch irgendwie versucht, 'n Hampelmann zu machen. Bei der zweiten Ecke legt er den Ball dem Freiburger auf 'n Fuß. Ja, ich bin gespannt auf für Dienstag. Ich bin gespannt. Ähm, ja, mehr gibt's da eigentlich nicht zu sagen, ja. Hm, wie gesagt, man könnte ganz, ganz viel dazu sagen zu den ersten 70 Minuten, zu den letzten 20. Ich würde sagen, nach 'ner Länderspielpause vor Real Madrid nehmen wir das Spiel mal so hin, wie es ist. Wir haben das Ergebnis geholt, was wir brauchten, ähm, und damit ist auch gut. Damit werfen wir 'n Blick in die Statistiken. Gut, ich aktualisiere den Bums noch mal hier. Hm, ja, 3:2, 82. Bischof, 90. plus 3 Bischof, 90. plus 9 Lennart K. Sage ich gleich noch was zu der Schiedsrichterleistung. Ballbesitz 30:70 am Ende, Abseits 4:1, Fouls 9:13, Zweikampfquote 60,4 für Freiburg. Ja, und da sieht man auch schon das Problem heute bei uns. Schüsse aufs Tor 4:9, Schüsse insgesamt 13:21, Ecken 5:8, angekommene Pässe 189 zu 563, Flanken 15:8. Wenn man damit so einer Zweikampfquote das Spiel noch gewinnt, ist das natürlich wild. Ja, das muss man auch mal sagen. Schüsse insgesamt: Bischof 5, Diaz 4, Gnabry 3, Torschussvorlagen, Karl 1, Olisse 1, Davis 1, gewonnene Zweikämpfe. Diaz 8, Kimmich 6, Stani 4, Ballkontakte 101 Kimmich, 82 Bischof, 72 Luis Diaz. Joa, damit gehen wir auch schon mal rein in die Benotung. Bevor wir das tun, noch mal zum Schiedsrichter. Ich kann das voll verstehen, wenn die Freiburger sich aufregen jetzt. Es waren 8 Minuten angezeigt, es wurden irgendwie 10,5 nachgespielt. Haben wir in den letzten Wochen andersrum erfahren, habe ich mich drüber aufgeregt. Kann ich voll verstehen, dass man sich darüber jetzt aufregt, ja. Ähm, ja, das ist, was ich dazu sagen kann. Leute, regt euch auf, ändern tut's halt nichts, wa? So ist es halt. Habe mich auch oft genug aufgeregt, es ändert halt einfach nichts. Aber ich kann die Aufregung auf jeden Fall nachvollziehen, wenn man sich darüber aufregt. Ja, also ich weiß nicht, wie man 'ne Nachspielzeit von 8 Minuten anzeigen kann und dann noch mal 2,5 Minuten länger spielen lässt. Wenn wir das jetzt mal umrechnen von 8 Minuten, sind das fast 30%, wo wir die Spielzeit noch mal verlängern. Aus welchem Grund? Weil ein Tor gefallen ist oder was in dieser Nachspielzeit? Ja, klar, es gab dann diese Verletzungsgeschichte, keine Ahnung. Wie gesagt, ich kann's verstehen, wenn man sich darüber aufregt. Ändern tut's natürlich eh nix und diesmal war's zu unseren Gunsten, ja. Gut, fangen wir mit Vinny an. Ähm, ja, wie gesagt, ich mache mir mal die Aufstellung eben auf. Ähm, wenn ich mir den Bums so angucke, ist es ja fast so, wie ich die Mannschaft auch aufgestellt habe. Vieles hat sich halt von alleine ergeben, ähm, dass man gewisse Spieler draußen lässt und mal eine Pause gönnt für Real Madrid, gehe ich 100% mit. Dass man Kimmich da aufgestellt hat, das hätte man sich schenken können, das würde ich kritisieren. Alles andere, denke ich, war fein. Auch, dass wir viel versucht haben in der ersten Halbzeit dann auch mit Positionswechsel hinten rauszukommen, obwohl Freiburg uns teilweise so hoch gepresst hat, so hoch rausgeschoben hat. Ist nicht so, dass wir nichts versucht haben, ja. Wir waren schon drauf eingestellt, das denke mal, das hat man gesehen. Ähm,
Auch das war okay. Die Wechsel, ja, bin ich ganz ehrlich, aber das ist natürlich auch so 'ne Ansichtssache. Ich hätte direkt in der Halbzeitpause gewechselt. Du hast genug Spieler gehabt, die einfach maßlos enttäuscht haben, wo du hättest direkt mal 'n Denkzettel, verpassen können und gleich mal 'n Statement setzen können, um zu zeigen: „So geht's nicht“, ja? Auf der anderen Seite wird er wahrscheinlich 'ne klare Halbzeitansprache gemacht haben, dadurch, den Spielern noch mal 'ne Chance gegeben zu haben, die in der Kritik standen, und hat dann natürlich auch relativ frühzeitig in der 57. Minute gewechselt. So, das gehört auch zur Wahrheit. Ich glaube, so früh hat Kompany noch nie gewechselt. Dann Jamal Musiala nachgelegt, der maßlos enttäuscht hat, kommen wir gleich zu. Zum Schluss dann noch mal Alphonso Davies, einfach um 'n bisschen Geschwindigkeit noch mal reinzubringen, reingebracht. Von daher war das auch völlig fein. Ich glaube auch nicht, dass es irgendwie an Kompany gelegen hat. Von daher Vinny heute Note 2. Gut, damit sind wir bei Manuel Neuer. Ja, Manuel Neuer hat 'n super Eindruck gemacht, erste Halbzeit, ja. Wie gesagt, die beiden Bälle, die er gehalten hat, die sehr wahrscheinlich abseits waren, von daher nicht wirklich Einfluss gehabt hätten, waren aber stark. Er hat 'n super fitten Eindruck gemacht, ja, war super sicher. In der zweiten Halbzeit war davon nix mehr zu sehen, ja. Also, bei alles, aber war schon immer Manuel Neuers Schwäche, ja. Und die wird nicht besser, seitdem er älter wird, sondern nur noch eklatanter. Bei jeglichen Ecken, bei jeglichen Flanken hat Manuel Neuer Riesenprobleme klarzukommen. Ja, auf der Linie ist er immer noch 'ne Maschine, das haben wir gesehen, ja. Aber alles, was Ecken sind, Strafraumbeherrschung, ist 'ne Katastrophe, ja. Das hat man heute auch gesehen. Nicht nur bei dem Tor, was er verschuldet hat, so, da kann er sich wieder da hinstellen und irgendwas erzählen von: „Ja, da war der Minje, der war 'n bisschen im Weg oder der war 'n bisschen im Weg.“ Ähm, sorry, wenn er da hingeht, muss er den Ball entweder festmachen oder richtig weghauen und nicht da so 'ne halbgare Scheiße machen. Ansonsten muss er wegbleiben. Dann wäre Minje da gestanden oder wer es war und hätte den Ball rausgeschlagen, wäre gut gewesen. Weil da war ja noch nicht mal 'n Freiburger Spieler, ja? Da war ja gar nix. Und vorher auch schon eine Szene, wo er durch 'n Strafraum irrt und dann irgendwie noch 'n Hampelmann macht. Da kann er froh sein, dass da nicht noch irgendwie 'n Freiburger drangekommen ist, weil das Tor war auch leer. Das war nicht gut, ja. Hm, von daher ja. Die Sache ist, berechnet man die beiden anderen Aktionen mit ein, dann sehe ich ihn bei 'ner 3. Ansonsten kannst du ihm natürlich 'ne Note 4 oder schlechter geben. So, ja. Am Ende waren die Abseits, zählen nicht, aber wir sind mal human heute. Deswegen Manu Note 3. Gut. Ja, dann wird's schwierig. Es wird viel Mittelmaß geben heute, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Stani, ähm, Stani war auch blass heute, muss man ganz klar sagen, ja. Ähm Sehr, sehr wenig wahrgenommen als Rechtsverteidiger, aber wie gesagt, Freiburg hat's auch sehr, sehr gut gemacht, die ersten 70 Minuten, und wir sehr schlecht als Mannschaft. Wir hatten nicht diese Ballbesitzphasen, wo er dann auf der Innenverteidigung war. Da haben wir natürlich defensiv jetzt auch nicht mehr so viel zu tun gehabt. Hat man ihn so 'n bisschen wahrgenommen. Im Großen und Ganzen war das heute nicht gut. Von meiner Seite gibt's 'ne 3,5 für Stani. Minje fand ich völlig okay heute. Ja, Minje war dran, immer am Mann, hat das geklärt, was zu klären war. Ich habe nichts gesehen, wo ich Minje irgendwie 'n Vorwurf machen könnte. Auch im Stellungsspiel war gut. Spielaufbau ist nicht seine Domäne, aber er war auf jeden Fall ballsicher. Er hat nicht die Ballverluste verursacht, die wir die ganze Zeit gehabt haben. Das waren andere Spieler, wie Grüße gehen raus an Josh oder Lenny. Von daher, ja, sehe ich Minje heute bei 'ner 3. Das war völlig okay. Gut, Jonathan Tah. Ja, Jonathan Tah hat mir heute nicht gut gefallen. Ich weiß nicht, ob er vielleicht einfach 'n bisschen müde war. Fand ich noch 'n bisschen schwächer. Also, auf Stani-Niveau sehe ich bei 'ner 3,5. Völlig fein, ihn auszuwechseln, habe ich ja auch gesagt, hätte ich genauso getan. Ähm Immer schwierig nach so 'ner Länderspielpause. Ja, damit kommen wir zum Mann des Spiels aus unserer Sicht. Tom Bischof als Linksverteidiger, 2 Tore gemacht. Ähm, freut mich riesig, ja, habe ich auch grade schon gesagt, auch in der ersten Halbzeit war er der Mann, der am auffälligsten war beim FC Bayern, ja. Sowohl hinten gut gewesen, souverän gewesen, als auch versucht, das Spiel irgendwie zu gestalten oder vorne was zu kreieren. Hat auch da schon den ersten Schuss gehabt, auch wenn's 'n Schüsschen war aufs Tor. Von daher Note 1 heute für Tom. Ja,
Die beiden Tore, damit hat er uns natürlich zurück in dieses Spiel gebracht. Ja, allein schon im ersten Tor hat er uns zurückgebracht. Und man hat heute gesehen, welche Qualitäten ein Tom Bischoff hat, wenn er in der Zentrale darf. Ja. Weil die Tore hat er natürlich auch in der ersten Halbzeit, wenn er in der zentralen Position war. Ähm, Da gehört er hin. Ja. Nicht als Linksverteidiger, als Rechtsverteidiger. Ich meine, es ist gut, dass unsere Linksverteidiger oder Rechtsverteidiger dann auch in diese Position dürfen. Von daher ist das fein. Ja. Und mittlerweile kriegt das ja auch ganz gut defensiv geregelt, wie ich fand, heute zumindest. Ich meine, Conny Leimer weiß, wie der Hase hoppelt, ja. Aber da sieht man halt einfach mal die Qualität, die ein Tom Bischoff halt haben kann auf unser Spiel in der Offensive. Ja. Also jetzt nicht nur wegen den Abschlüssen, auch der Ball davor, ja. Ähm, ja, das war das richtige Zeichen zur richtigen Zeit, ja. Ähm, Ich bin sehr gespannt, ob man Tom Bischoff ja, gegen Real Madrid wieder aus dieser Mannschaft nimmt. Ja. Sehr wahrscheinlich, ja, sehr wahrscheinlich. Aber sehr, sehr gutes Spiel von Tom, ja, und ein richtiges Lebenszeichen zur richtigen Zeit. Und auch nochmal Grüße an Conny Leimer, ja. Auch das stärkt natürlich Connys Leimer Vertragssituation so gar nicht. Ja, wenn da so ein Tom Bischoff auch als Außenverteidiger spielen kann und dann nur noch 2 Tore macht. Obwohl Conny ja heute auch hätte ein Tor machen müssen. Müssen eigentlich. Kommen wir aber noch zu. Erstmal zu Jorsch. Ja. Der König heute müd gewirkt. Riesenprobleme gehabt. Es war so bezeichnend. Ich habe mich noch so aufgeregt in der Vorberichterstattung, die ich so auf dem halben Ohr mitgehört habe, war irgendwie so ein Beitrag zu Josua Kimmich auf Sky, was er doch für ein Leader ist. Und man hat nur die besten Szenen rausgesucht aus dieser Saison beim FC Bayern, so 3, 4, wo man ihn dann über den Klee gelobt hat. Und ich habe mir nur gedacht, Alter, ich kann dir mindestens die doppelte Menge an schlechten Szenen zeigen, den so hinzustellen, als wenn er da der absolute Leader-Superstar wäre oder sonst was, ist eine Katastrophe. Ja, und genau die Leistung hat er dann heute gezeigt. Ja. Aber das wäre heute mal wieder in der ersten Halbzeit, aber auch bis zur 70. Minute, wäre das mal wieder ein Spiel gewesen, wo so ein Kimmich hätte ein Zeichen setzen müssen. Ja, als Leader. Ja. Aber das kann er halt nicht, weil er fußballerisch nicht dazu in der Lage ist, wenn ein Gegner so agiert, wie Freiburg heute agiert hat. Dann ist dann Josua Kimmich maßlos überfordert. Ja, die einzige Möglichkeit, die er dann hat, ist so, wie Serge Gnabry in der Anfangsphase gemacht hat, sich bis in den eigenen 16er zwischen die Innenverteidiger fallen zu lassen. Dann hat er mal vielleicht 3 Sekunden Ruhe, den Ball mal anzunehmen. Ja, und das ist es. Ja. Kimmich war nicht in diesem Spiel, wenn er mal am Ball war, hat er Fehlpässe gespielt. In der Rückwärtsbewegung Katastrophe, ja, aber immerhin hat er es noch versucht, ja, auch beim Gegentor, ja, immerhin hat Kimmich es noch versucht, ja. Er war da, er ist reingegangen in den Zweikampf und hat nicht nur zugeguckt und applaudiert wie Lennart Kahl oder Leon Goretzka, die einfach daneben standen und sich auch, ja, Leo, was macht denn der Josh? Also, gucken wir mal. Ja, also nicht falsch verstehen, Josh vom Einsatz her heute top, vom Ehrgeiz her, gibt's gar nichts vorzuwerfen. Er ist fußballerisch einfach nicht in der Lage, wenn ein Gegner so agiert, das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen, weil er einfach nicht die Qualität dafür hat. So, dafür musst du einen Pavlovic mit auf dem Platz haben. Oder meinetwegen einen Tom Bischoff in der zentralen Position, weil das beide Spieler sind, die auch unter Druck den Ball annehmen, halten können und den Ball verteilen können. Das kann Kimmich nicht. So, ja, das ist auch nicht schlimm. Kimmich ist dann stark, wie wir es gesehen haben, letzten 20 Minuten, wenn wir im Ballbesitz sind, wenn wir uns den Gegner zurechtlegen. Oder wenn mal ein bisschen Raum da ist, den vorletzten Ball zu spielen. Das ist Josh, ja. Da ist er wirklich stark in diesen Situationen. Aber ja, im Großen und Ganzen hat ihn die Vorlage dann rausgerissen, würde ich sagen. Von daher sehe ich ihn auch bei einer 3,5. Gut, dann kommen wir zu denen, die heute unterirdisch waren. Das ist angefangen bei Leon Goretzka, Note 5. Das kann ich kurz und schmerzlos machen. Ich weiß nicht, was Leon da sich heute gedacht hat. Sorry, das war nichts, aber auch gar nichts. Das war kein Einsatzwille, das war kein
Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil er schon das Gefühl hatte, so, ja, ich darf heute spielen, dann spiele ich gegen Real Madrid nicht. Ähm, weil König Josua immer spielt. Vielleicht hat er deswegen keinen Bock gehabt, so. Ja, wenn, dann, hey, hat er top umgesetzt. Hat er auf jeden Fall voll ausgestrahlt. Und mit dieser Leistung hat er natürlich auch keinerlei Argumente geschaffen, um zu sagen, ey, vielleicht ist Leon Goretzka ja doch eine Option am Dienstag. Ja, ist er nicht. Gar nicht. Null. Nothing. Das war nichts. Das war nichts im Spielaufbau. Das war nichts, das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen. Das war nichts defensiv. Das war einfach nichts heute. Ja. Katastrophe. Ja, da sind wir gleich schon beim nächsten, den wir in die gleiche Kategorie knallen können. Lennart Kahl. Ja, das Tor, das reißt es ein bisschen raus. Ja, deswegen kriegt er keine 5. Deswegen kriegt er die Note 4 von meiner Seite. Mehr gibt es aber auch nicht. Ja. Auch wenn er heute der Matchwinner am Ende des Tages dann war, die Leistung, die er gezeigt hat, war auch eine absolute Katastrophe. So, ja. Erstens, in der Phase, wo er auf der rechten Seite gespielt hat, war er präsent so auf der rechten Seite. Ja, man hat ihn wahrgenommen. Super viele Ballverluste gehabt. Super oft den Ball verloren und nicht mehr. Also, ey, kein Vorwurf. Ja, er hat es genau wie Kimmich immer wieder versucht, immer wieder hinterher. Ja, ist nicht ganz, ganz selten mal stehen geblieben oder sowas. Der Ehrgeiz war voll da, aber er hat einfach nichts auf die Kette gekriegt. Ja. Natürlich auch ein bisschen wenig Unterstützung gehabt, sowohl von Josh, der eigentlich über diese halbrechte Position agiert, wie auch von Stunny, das gehört auch zur Wahrheit. Dann auf der Zehnerposition, ich habe mich gefragt, sitzt der neben Manuel Neuer hinterm Torpfosten und versteckt sich? Du hast den Lennart Kahl nicht mehr wahrgenommen auf der Zehnerposition. Der war nicht zugegen, der war nicht Teil dieser Mannschaft. Ja, das war eine absolute Vollkatastrophe. Du hast ihn dann wahrgenommen, wo er dann mal 5 Minuten lang mit Michael Olisse die Position getauscht hat. Dann hast du Lennart Kahl mal wieder wahrgenommen. Ja, und dann halt beim Tor. So, keine Frage, ja. Boah, ey, das muss viel besser werden. Ja, kein Druck, alles gut, der ist super jung, der Spieler hat sein Tor gemacht. Völlig zu Recht. Nichtsdestotrotz war das heute nicht mehr wie eine Note 4 von meiner Seite. Und da ist es mir auch egal, ob er heute der Matchwinner war oder nicht. Rafa Guerrero, ja, das können wir wieder kurz und schmerzlos machen. Das ist eine Stufe mit Leon Goretzka. Ich habe ihn ja auch aufgestellt in meinem Taktikfuchs. Ich hätte ihn zur Halbzeit direkt drin gelassen. Eine absolute Frechheit, diese Leistung. Ja, das ist 1:1 dasselbe wie Goretzka. Auch da hast du nicht das Gefühl gehabt, dass dieser Spieler Bock hat. Ja, dass der sich reinwirft, dass der alles tut. Immer super behäbig, so nie vom Kopf her auch da. Ja, das war, boah, ey, mit der 5 ist er von meiner Seite echt gut bedient. Ja. Gut, dann kommen wir zu Luis Diaz. Wenn wir Luis Diaz an Luis Diaz messen, dann war es heute eine Note 3. Das war okay, aber auch nicht mehr. Ja. Hat viel versucht, ja, auch erste Halbzeit, wenn mal was ging, dann war er schon beteiligt, hat aber natürlich auch einen sehr schweren Stand gehabt. Viele, viele Zweikämpfe geführt. Trotzdem sich immer wieder versucht, immer wieder reingehauen. Ich erinnere mich im Strafraum gegen 4 Freiburger und durchgestochert und gemacht und getan. Aber Luis Diaz alleine da vorne reicht halt nicht. Und alles andere, was mit ihm da vorne war, ob es Guerrero, Gnabry oder Karl war halt ein Totalausfall. Ja, das ist eigentlich, wie wir es am besten beschreiben können. Ich meine, Serge war wenigstens noch so in den ersten 10, 15 Minuten da. Ja, kommen wir gleich zu. Ansonsten Luis Diaz geackert, gerackert, wie immer. Hinten 1, 2 wichtige Bälle weggearbeitet. Das war okay, ja. Aber nochmal, messen wir Luis Diaz an Luis Diaz, dann geht da mit Sicherheit auch noch mehr. Aber auch er kommt natürlich von der Länderspielpause, die er nicht hatte. Ja. Ja. Damit kommen wir zum ja, Streitpunkt Nummer 1 wahrscheinlich wieder. Serge Gnabry. Boah. Ich muss mal kurz gucken, was ich bisher so verteilt habe an Noten. Ja, wenn ich Lennart Kahl eine 4 gebe, der ein Tor erzielt hat, Alter, dann kann ich Serge Gnabry keine 4 geben. Ich mache Lenny auf eine 3,5 und ich mache Serge auf eine 4,5.
weil er war dann schon 'ne Note schlechter wie Lenny, wenn man das Tor mit einbezieht, aber er war natürlich auch nicht so schlecht, wie's 'n Leon Goretzka war oder Guerrero. Komm, ich mache 'ne 4. Ich mache 'ne 4 für Serge. Wie gesagt, die ersten 10, 15 Minuten war Serge okay. Er hat viel versucht, hat sich fallen lassen, hat den Gegenspieler mit rausgezogen, hatte aber keinerlei Einfluss auf dieses Spiel, was die Offensive anbelangt. Gar nichts, null, nothing, ja? Super enttäuschend, umso länger das Spiel ging, umso weniger Lust hatte Serge gefühlt auch, ja, weil er gemerkt hat: „Oh, das wird heute hier 'n heißer Tanz. Ich muss arbeiten, ich muss machen, ich muss tun.“ Zumindest kam's bei mir so an und ja, ich denke, mit der 4 ist er gut bedient, Alter. Gut, kommen wir noch zu den Auswechselspielern. Ja, angefangen war Michael natürlich, der als Erstes reinkam. Ähm, ja, für Michael gilt so 'n bisschen dasselbe wie für Luis Diaz, wobei er 'n Tacken stärker war vielleicht. Ähm, hat ja die Riesenchance gehabt, direkt nach 10 Sekunden, nachdem er aufm Feld war. Warum das Ding so komisch angenommen hat und so weit neben's Tor ging, weiß kein Mensch. Danach 1, 2 sehr, sehr starke Schüsse, die aber auch überragend gehalten wurden vom Torwart. Ähm, ja, hat 'n bisschen gebraucht, so 10 Minuten nach seiner Einwechslung, aber dann spätestens ab der 70. hat Michael Sachen gemacht, ja. Das war völlig fein. Das war stark. Kriegt von mir die 2,5, weil ich fand ihn dann doch schon noch mal 'n Tacken auffälliger wie Luis Diaz. Ist aber natürlich auch der Sache geschuldet, dass 'n Michael für die letzten 20 Minuten, da war er auch erst 15 Minuten aufm Feld, ne, und 'n Luis Diaz schon 70 Minuten, deswegen ist er vielleicht 'n bisschen auffälliger gewesen. War aber schon 'n wichtiger Faktor dann in den letzten 20 Minuten, definitiv, ja, und von daher Note 2,5. Gut, dann kommen wir zu Pavlo. Pavlo gehe ich in die gleiche Schiene, sehe ich auch bei 'ner 2,5. Hatte super viel Einfluss auf das Spiel, weil wir einfach 'n ballsicheren Spieler dann auf einmal in der Zentrale hatten, ja? Und dadurch ist das ganze Spiel dann auch mit der Zeit so 'n bisschen gekippt, ja? Weil wir nicht mehr jeden Ball direkt in der Zentrale verloren haben oder irgend 'n Fehlpass war, ja? Weil Pavlo da war und schlaue Dinge gemacht hat, auch den Raum besser besetzt hat, als wie's 'n Leon Goretzka getan hat und ja, super viel Einfluss hatte, ja? Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich bin froh, dass Pavlo wieder da ist. Joa, kommen wir noch zu Conny. Hm, Conny hat auch Conny-Sachen gemacht, ja? Auch das war wichtig, dass Conny Leimer reinkam und auch dann noch mal, auch wenn er hat auch 'n bisschen gebraucht, ähnlich wie Michael, ja? Auch so 10 Minuten Anlaufzeit, aber dann hat Conny wieder Conny-Sachen gemacht und zwar auch einfach durch seine Präsenz, ja? Durch seinen Einsatz, das, was Luis Diaz immer macht, hat Conny Leimer auch und das hat auch noch mal 'n kleinen Schub gegeben. Hatte dann auch noch die Riesenchance schon vorher beim 2:2 das 3:2 zu machen. Aber ansonsten auch wieder 1, 2 sehr, sehr gute Zusammenspiele mit Michael, die Laufwege, das hat gleich wieder harmoniert. Das war sehr gut. Ähm, ich würde ihn bei 'ner 2,75 irgendwo einordnen. Die Note haben wir nicht, von daher kriegt er Note 3, aber 'ne gute 3. Ja, ich werde 'n, Jamal heute auch bewerten, kam in der 65. Da wir, 101 Minute gespielt haben, denke ich, können wir das durchaus tun. Und Jamal, müssen wir ehrlich sagen, war kein Faktor. Note 4. Ähm, ich habe ihn zweimal wahrgenommen, da saß er zweimal aufm Boden, war wieder am Rumheulen und hat schon 'ne gelbe Karte gefordert. Ähm, Hut ab, wenn das Leistungsniveau ist für einen Spieler, der 25 Millionen verdient, der 10 Millionen mehr verdient wie ein Michael Olise oder ein Luis Diaz und der wahrscheinlich sogar 1, 2 Millionen mehr verdient wie ein Harry Kane. Alto belli, ey, die Schonzeit ist vorbei, sage ich euch, wie's ist. So, ja? Die Schonzeit für Jamal Musiala ist vorbei. So, es kommen jetzt die heißen Wochen, es kommt Real Madrid, er muss jetzt liefern, ne? Und er hat's noch nicht mal geschafft, gegen SC Freiburg ansatzweise irgendwas zu liefern. Gar nichts, null, nothing. Nicht eine Szene gehabt, wo man gesagt hätte: „Wow, geil, gut, Jamal ist da.“ Nicht mal irgendwie fallen lassen, den Ball mal abgeholt
in der Zentrale mal 'n Ball gehalten oder sonst was. Da war gar nichts zu sehen. Nix, ja. Wenn er vorne mal den Ball hatte, ja, ist 1, 2 Zusammenspiele über d 2, 3 Meter mit Maike waren mal okay. Ansonsten war es oft 'n Ballverlust. Klar, alles gut, er kommt aus 'ner Verletzung, haben wir oft genug gesagt. Es ist auch völlig fein, ihn dann in solchen Spielen reinzuwerfen gegen Freiburg. Ähm, also Musiala ist keine Option für die Champions League. Also, es sei denn, es kommt auf einmal dann 'ne Leistungsexplosion, weil's Champions League ist, ja. Das weiß ich nicht. Vielleicht ist er mittlerweile auch so abgehoben, dass die Bundesliga, weiß ich nicht, ja, nicht mehr sein Niveau ist, wo er sich mit abgibt oder was. Ich habe keine Ahnung. Ähm, Wie gesagt, da muss viel, viel, viel mehr kommen von allen Sachen, ja, vom Einsatz her, von der Laufbereitschaft her, von nicht immer nur ich, sondern auch mal die Mitspieler sehen, ähm, bis hin dieses Rumgeflenne, wenn er mal in einen Zweikampf verwickelt wird, der vielleicht auch mal ein bisschen robuster ist, da sich immer gleich auf den Boden zu werfen und eine gelbe Karte zu fordern. Alter, komm mal klar, komm mal auf den Boden der Tatsachen zurück. Ist mein Rat an Jamal Musiala, Alter. Gut, kommen wir noch zu Fonsi. Den können wir natürlich nicht mehr benoten. Hat ja auch noch eine Viertelstunde Spielzeit gehabt mit der Nachspielzeit. Das ist schon wild. Ja, Fonsi hat das Tor vorbereitet, ja, was vorher natürlich super eingeleitet wurde von Joshua Kimmich, habe ich schon gesagt. Ähm, ja, war dann auch nicht mehr die große Kunst, den Ball da reinzuspielen, wo er ihn reingespielt hat, aber du musst natürlich auch erstmal den Laufweg machen, den Laufweg sehen und den Willen auch haben, auch zu dieser Zeit, die es war im Spiel, ja. Und das war gut. Ähm, Hat mir gut gefallen, war gleich da und ja, defensiv können wir nichts beurteilen. Es war keine Zeit mehr für Defensive zu dieser Zeit. Aber schön, dass er wieder da ist. Schön, dass Jamal wieder da ist. Ich hoffe, Jamal fängt sich. Bei Fonzie Davies sah es auf jeden Fall vom Willen her gefühlt besser aus wie bei Jamal Musiala. Vielleicht täuscht es aber einfach auch, ja. Wir werden es die kommenden Wochen sehen, ne? Also, ich habe aktuell auf jeden Fall kein gutes Gefühl bei Jamal. Aber ich hoffe, ich täusche mich, weil Jamal kann natürlich ein wichtiger Spieler sein, gerade wenn Harry nicht da ist. Und um da vielleicht auch noch mal 'n Wort zu verlieren, ich denke, wir haben heute gesehen, wie wichtig ein Harry Kane für diese Mannschaft ist, wenn gewisse Spieler nicht auf dem Feld sind, ja? Weil ein Harry Kane, was hätte ein Harry Kane heute gemacht? Ein Harry Kane hätte heute den Sechser oder Achter gegeben. Das hätte Harry Kane gemacht und Harry Kane wäre in der Lage gewesen, dort die Bälle zu halten und dann auch mal ein Luis Diaz einzusetzen, ein Serge Gnabry einzusetzen. Alles das, wozu ein Gnabry heute nicht in der Lage war, ein Lennart Kahl einzusetzen auf den Außen. Alles, wozu ein Goretzka oder ein Kimmich heute nicht in der Lage war. Ja, all das hätte, wenn ich schon über ihn spreche, kann ich ihn ja auch mal einblenden, hätte ein Harry Kane heute getan, weil er es immer tut. Ja. Und daran hat man gesehen, wie wichtig dieser Mann ist. Ja. Klar, wenn wir jetzt einen kleinen Blick vorauswerfen, Real Madrid ist natürlich was ganz anderes. Ja, ich gehe davon aus, dass Harry spielen wird. Wenn es wirklich nichts Ernstes ist, dann wird er fit gespritzt werden, machen wir uns nichts vor. Dann wird er mit Schmerzen spielen, ja. Das ist Champions League, das ist Real Madrid. Da könnt ihr von ausgehen. Dass man das gegen Freiburg nicht tut, ist völlig klar und ich gehe davon aus, dass Harry auflaufen wird gegen Real Madrid. Und es wäre wichtig, ja. Das hat man, denke ich, heute gesehen. Also, ein Lennart Kahl ist definitiv keine Option. Das muss man auch mal so klar sagen für die Zentrale, aber das sage ich seitdem ich ihn einmal auf dieser Posi gesehen habe. Da fehlt ihm viel zu viel für. Auf der rechten Außenbahn ist das fein, da kann er nicht so viel kaputt machen, wenn er da die Bälle verliert. In der Mitte ist das natürlich eine Katastrophe. Ähm, Kann man und soll man aber auch gar nicht von ihm verlangen. Das ist seine erste Profisaison, wenn wir so wollen, seine ersten Steps und dafür ist das überragend, ja. Man sollte ihn halt einfach nicht in die Zehnerposition drängen, ja, ist meine Meinung. Gut, Leute, das soll es gewesen sein.
Rot-weiße Grüße, ich wünsche euch ein schönes Restwochenende, frohe Ostern, viel Spaß beim Eierfärben und ja, wir hören uns zur PK, zu Real Madrid wieder. In diesem Sinne, haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.